Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. 31 Jahre lang haben die beiden zusammen Skirennen kommentiert. Am nächsten Sonntag machen sie das zum letzten Mal. Der Matthias Hüppi und der Bernhard Russi hören auf. Oh, das sind wieder mal die Falschen, die aufhören. Okay, was müssen sie denn aufhören, wenn es nach ihnen geht, Christoph Blocher? All die linken Politkommentatoren, die die SVG unterwandert haben. Jetzt aber Fake News haben Hüppi und Russi sicher keine verbreitet, oder Donald Trump? Okay, those two are very overrated sports commentators. Okay, they're fake news. Very bad numbers. Okay, the show was never number one and they didn't become billionaires. Total losers. Doch, ich find's richtig, dass die beiden aufhören. Ah ja? Wieso meinen Sie, Trainerlegende Ottmar Hitzfeld? Ja, ist doch langweilig, 31 Jahre, die gleiche Aufstellung und ja. Okay, wie sehen Sie das als Moderationskollege Heinz Günther? That's ridiculous. Ich könnte doch auch so lange moderieren, wenn ich nicht vom Klumpenrisiko Roger Federer würde leben. Ich habe noch gut 1 Jahr von mir gute Schweizer Skistars. Gibt so wie Sand am Meer, so Tennisspieler, die ab und zu in Top 10 reinschaffen wie der Roger eben nicht. Was sagt man denn so unter den Wintersportlern? Simon Ammann? Ja, ich kann nichts anfangen mit diesen Sportkommentatoren. Flüg, Simi, Flüg, haben sie amigs gerufen. Dabei bin ich gumpet. Gumpet, das weiss doch jeder Double, dass Menschen nicht können fliegen. Also, keine Bedauern, in dem Fall von dieser Seite. Ah, doch, da, Singer-Songwriter Stefan Eicher, Ihre Reaktion? Mit Brühle zu ihrem Abschied gebührend zu feiern, werde ich bis am Sonntag Tränen von Schweizerinnen und Schweizer sammeln, die dann in eine Schneemaschine wollen und die Skifahrer so auf die Schweizer Tränen runterfahren. Das ist eine sehr schöne Idee. Jede Träne zählt so quasi. Natürlich fragt man sich jetzt, wer die Nachfolge antritt von Hüppi, Russi, vielleicht Tennislegende Roger Federer. Ja gut, nein, danke. Oder meine ich selber noch anders auf Schnee vor, oder? Beispielsweise Federer Open. Das ist das erste Tennisturnier auf Schnee und Eis, oder? Und das Gute bei dieser Unterlage ist, oder, dass ich in der Pause direkt meinen Rückengrad ins Kiel. Dann vielleicht noch ein anderer ehemaliger Spitzensportler, Selfmade-Millionär, Schauspieler und Bob-Olympiasieger, der Hausi Leutenegger. Ja, selbstverständlich mache ich das. Selbstverständlich. Schön Slalom fahren, Slalom moderieren, Slalom. Oder über pfiffige Super-G-Spleiderle. Spleiderle, das bringe ich jetzt auch noch an. Solange ich das in der Badhose von der Kanarischen Insel aus kann machen, von der Kanarischen, mit einer Zigarre schnurren und dann ist ein Kätzchen auf dem Schoß, mit einem Kätzchen. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.